Ja, aber lass noch ganz kurz einen Real Talk machen über die 1Live Krone. Lass noch kurz einen Real Talk machen über die 1Live Krone, aber mit Hoodie, weil Gangster-Shit. Die 1Live Krone ist Gangster-Shit. Hau rein, Dog, ich geh kochen. Ey, Digga. Wieder schauen. Mach lieber Lichter aus, dann sieht man dein Gesicht nicht. Und reingehauen. 1Live Krone, ich will noch ganz kurz darüber reden. Wir haben das Video von Hannah angeguckt. Aber erstmal big Shoutout an 1Live für die Einsladung. Ich fand, die 1Live Krone ist so eines der Events in Deutschland für mich, wo ich so, dass man erstens in der Schweiz auch krass kennt, das glaube ich so auch schon ein sehr renommierter Award ist. Ein sehr krasser Award. Wenn du den gewinnst, bist du glaube ich schon Big Baba Bubuchi. Von dem her vielen Dank für die Einladung. Ich wurde eingeladen, weil ich mit Felix Lobrecht gedreht habe für 1Live mit Worldwide Wohnzimmer damals. Und ja, deshalb wurde ich eingeladen. Es war ein absolutes Fest. Es war ein absolutes Gesäufnis. Aber ich weiß noch alles vom Abend im Gegensatz zu Paul von 1999, Digga. Guckt euch mal an. Chat, guckt euch mal an, wie dieser Dude ausgesehen hat. Paul von 1999. By the way, wer sich fragt, was die 1Live Krone ist, das ist ein Musik-Award. Oder anders gesagt, wenn ich weiß, was die 1Live Krone ist, der lebt hinterm Mond. So ein Ding ist das nämlich. Oder wo ist Paul? Ich habe ein Bild von Paul. Digga. Diesem Mann ging es gar nicht mehr gut. Grüße gehen raus an Paul. Ey, Digga, es war ein krasser Abend. Wir waren eingeladen. Es gab so eine kleine Influencer-YouTuber-Gruppe. Wer war dabei? Revi, Papa Platte, ich, Sandra, Hannah, Shirley, Kyler Scheiks. Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen die Gruppe. Noch ein paar andere Leute waren dabei. Und Marek war noch dabei. Es war so eine Gruppe und wir wurden alle eingeladen, dass wir dort hingehen konnten. Sehr, sehr geil. Kamen etwas früher auf den roten Teppich, waren deshalb auch schon etwas früher in der Event-Location, haben deshalb auch schon etwas früher einen reingetrunken. Das war geil. Wer war alles da? Ey, Digga, Tilo war da. Ich stand oben, dann kam Tilo zu mir, oder ich stand oben in der Lobby vor dem Event. War noch nicht so, er hatte vielleicht so 1, 2 Bier getrunken. Dann kam Tilo zu mir und so, ey, Digga, machen wir heute wieder an der Aftershow-Party Krawall. Und ich so, ja, ich weiß nicht, ich muss noch gucken, wie viel ich trinke. Ja, aber geil, dass er sich erinnert hat, weil wir haben bei dem Fußball-Event, glaube ich, von Trimax war das crazy. Und, was mich wirklich big freut, ich habe es vorher schon in der Reaction gesagt, aber für die Leute, die neu hier sind, Digga, ich habe Rin getroffen und mit Rin geredet. Digga, fucking Rin. Ist so krass, wenn man sich vorstellt, dass ich mit YouTube oder dass ich auf Hochdeutsch gewechselt bin, vor so 1,5 Jahren circa war das. Genau dann, als ich das Schlüsselbein gebrochen habe. Und man jetzt auf so einer 1Live Krone mit Rin redet und er mich kennt und ich ihn. Wir haben schon ein paar Mal geschrieben über Insta vorher. Wir haben uns jetzt das erste Mal in Real Life gesehen, ist einfach krass. Ist schon crazy, wenn man so überlegt, wo alles angefangen hat und wo es jetzt ist. Dann ist es auf jeden Fall eine unglaubliche Situation. Ja, das war Sache. Dann waren die 1Live Awards. War sehr, sehr geil, glaube ich. Es war in erster Linie eine Nina Chuba Show, weil der Wohnzimmer hat einen Award gewonnen. Küsse gehen raus. 1999 hat leider nicht gewonnen. Hat Rin dir nicht auch Schuhe geschickt? Genau, Rin hat mir Schuhe geschickt. Damals dort sind wir so in Kontakt gekommen. Weil ich ein Video über ihn gemacht habe und hat er mir irgendwie geschrieben, so ein bisschen diese Story. By the way, Rin in echt omega sympathisch, wirklich omega sympathisch. Das war geil. Dann waren die Awards, die sogenannte Nina Chuba Show. Nina Chuba hat, glaube ich, 2 Awards gewonnen, Eröffnungsshow gemacht. Bei Worldwide Wohnzimmer erkennst du den Song live mitgespielt in der Show von 1Live. Das war auf jeden Fall krass. Und, was ich der 1Live Krone wirklich hoch anrechne, die haben beim einen Auftritt Bier verteilt. Die kamen einfach so mit so Tabletten voller Bier. Und ich glaube, das war so der Moment, was bei den meisten gekippt ist, weil ich war davor schon gut angetrunken, aber durch diese 2 Biere dort nochmal, Digga, da war ich gut dabei. Und dann gab es, glaube ich, dann hat noch jemand für den Iran gesungen und noch jemand für die Ukraine. Das fand ich so, ich support ja diese Themen voll, Digga, finde ich voll wichtige Themen. Aber es war auch so ein bisschen so, oh ja, wir müssen das jetzt machen, weil sonst werden wir gehatet im Nachhinein. Und alle Leute, die im Raum waren, fühlten sich dann auch so ein bisschen zu geil und standen so auf und so, ja, wichtig. Aber danach saufen wir uns alle richtig einen rein, so. Es war so ein bisschen pseudomäßig, glaube ich. Von GeoGuessr mit Milo zu Mykonos mit solchen Events ist schon stark. Ey, ist schon krass, Mann. Deshalb Willenskraft. Oder wie Sascha Huber sagen würde, bist du deppert. Dass das jetzt so ist, das ist ja unglaublich. Das bist du deppert. Er war nett, ich denke schon, aber ist er etwa auch so wie in den Videos oder Livestreams? Rin? Oder wer? Von Videos gegen Österreich machen zu solchen Events. Warte, ich wollte euch das Video zeigen von diesem Iran-Dings. Es war geil, ne, dass jemand gesungen hat, aber es war auch so ein bisschen Pseudo-Type-Beat. Ich finde immer so weil man hat auch so am Anfang gemerkt, glaube ich, als es losging mit diesem Thema, also jetzt jeder so, ah ja, jetzt müssen sie das auch noch machen. Und zwar ist es auch krass so emotional, aber ja, warte. Das war schon krass. War schon emotional.
Aber auch so ein bisschen, ja, wir müssen das jetzt machen, weil sonst werden wir gehatet, weil wir in dieser Zeit, wir können nicht einen Award machen in dieser Zeit und dann nicht auf das aufmerksam machen. Bringt die Stimmung halt down. Ja, das finde ich nicht mehr so schlimm, die bekommst du, glaube ich, easy hoch, weil alle drunk waren. Aber ja, es war so ein bisschen pseudomäßig. Muss ich jetzt wirklich den hässlichen Schweizer sehen? Nee, du musst nicht, du kannst auch zu Montana Black in den Stream gehen auf Join, yeah. Nee, ich hätte es auch gerne geguckt, actually. Hier haben wir Paul auf der Aftershow-Party. Digga, der hat sich so einen reingebechert. Das war geil. Ey, aber, Five-Head-Move, ich habe zum ersten Mal das dort erlebt und das war das Beste, was dieser Award gemacht hat. Ich habe dich in dem Livestream von YouTube, von der 1Live Krone so oft gesehen, war aber immer am Zweifeln, ob du es wirklich warst. Meine allergeilste, das war ich. Der beste Move, den 1Live gemacht hat, war, die 1Live Aftershow-Party ist, glaube ich, so eine der Aftershow-Partys, wo alle Leute immer so sagen, ja, das ist schon eine sehr geile Aftershow-Party. Und die haben etwas, einen entscheidenden Punkt haben die richtig gemacht. Nee, 2 entscheidende Punkte haben die richtig gemacht. Nee, 3 entscheidende Punkte. Erstens, du musstest deine Kamera abgeben. Das ist schon mal wichtig, weil dann hast du nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie noch gefilmt werden könntest oder weiß ich was. Das ist sehr geil. Zweitens, die haben direkt nach der Show Pizza und Currywurst angeboten. Das heißt, du konntest Pizza essen, Currywurst. Das heißt, du konntest dir wieder so ein bisschen Boden anessen, weil ich glaube, viele Leute waren da schon sehr gut dabei. Paul. Und drittens, die hatten bei der Tanzfläche und überall so Wasser, wie sagen wir dem, so Kühler aufgestellt mit Wasser drin. Das heißt, du konntest dir dort selber Wasser rausnehmen. Und das war um 3, 4 Uhr morgens wirklich essentiell. Das heißt, du konntest dort hingehen und dir einfach Wasser holen. Und wir sind actually, weil es halt so easy war, haben wir, glaube ich, ab so 3 Uhr wie so verantwortliche Menschen, wie so Vätern und Müttern, haben wir dann einfach Wasser getrunken, was eigentlich voll geil war. Ja, das haben sie gut gemacht. 1Live, das habt ihr gut gemacht. Shoutouts. Habt ihr die 1Live Krone geguckt, Chat? Oder guckt man das? Wie big ist es in Deutschland? Ist schon sehr big, ne? Die 1Live Krone? Oder ist es nur so ein Ding, von dem Künstler sagen, ja, das ist krass? Ey, ne, das beste Video. Ich muss euch das beste Video zeigen. Wo ist das? Ah, das war im Vlog von Hannah schon drin, ne? Das ist das beste Video. Hash aus Schneebirie. Digga! Paul war so auf einem anderen Level. Stimmt, und dann noch der Skandal mit Bild, die geschrieben haben. Und dann setzten sich Hannah Tulnik und, nee, dann setzten sich Adi Toro und seine Freundin, Hannah Tulnik, auf den Teppich. Aber dann, Entwarnung, kein Sekundenkleber, nichts, keine Klimaaktivisten. Aber man kann sich nicht mehr mal hinsetzen. Ja, doch, hab's geschaut. Hab's nicht geschaut, wusste gar nicht, dass es stattfindet. Nö. Ja gut, hat niemand geschaut. Ja, scheiße, Digga. Mein Mio Skirt war eine Size zu klein. Well, you know, man, it was nice. Thank you for the invitation. 1Live war wirklich ein sehr, sehr geiles Event. Ich komme im nächsten Jahr sehr, sehr gerne wieder und mache einen Vlog, damit ich auf die Aftershow-Party kann.